ihr interessiert euch immer noch für die Powersterne? Euch geht es noch nicht auf den Sack, dass ich dauernd fehle? Na dann, zurück zum Let's Play von Super Mario Galaxy 2. Sum Sum Sum, Jungmine Mario. Ganz genau, da machen wir weiter mit 4 Leben, die hoffentlich reichen werden. Und ich hoffe, es wird zur Abwechslung mal ein Part. Nur zur Abwechslung. Bitte mal zur Abwechslung ein Part, in dem ich nicht Game Over gehe. Ist das wirklich zu viel verlangt? Natürlich muss ich nur von Anfang an anfangen. Das ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Und wie könnte es auch anders sein? Die Kometmünzen muss ich wieder einsammeln. Die wird nicht automatisch gespeichert. Das wäre ja auch zu schön gewesen, oder? Es wäre nicht gewesen, wenn Nintendo das eingebaut hätten, automatische Save States für Kometmünzen, aber nein, wieso sollte man es für das Spiel auch einfacher machen, wenn es auch kompliziert geht? Denn so haben sie natürlich viel länger daran, ein Spiel durchzuspielen und das Verlangen nach Galaxy 3 ist dadurch viel kleiner. Der Schuss kann irgendwann auch mal nach hinten losgehen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Ja. Dankeschön, Biene. Flotte Biene. Also irgendwie erinnert mich Mario an Biene Meier, wenn ich das sein soll. Okay, springen kann auch nicht mehr. Hallo. Nein, jetzt geht's. Habe ich gerade... Ne, geht. Ich dachte gerade, es hätte irgendwie... Ich sag nicht. Szene übersprungen oder so, oder es hätte Fraps etwas überreagiert. Keinen blassen Schimmer. Und ich gehe langsam rüber. Die Hintergrundmusik ist irgendwie seltsam, oder? So ganz gemächlich und so, als könnte man ganz locker hier durchmarschieren. Ja, was vielleicht auch sein könnte, aber ich bin noch gar nicht in dieser Stimmung, ehrlich gesagt. Ich bin noch eher ein bisschen verarscht. Aber das liegt noch an den letzten Parts, von daher. Ja, und von dem auch. Natürlich falle ich überall runter. Das war knapp. Den ganzen Weg nach oben. Na klar, ich warte halt mal ein bisschen, oder? So, fliegen wieder Full Energy. Keine Ahnung, wieso Mario da eine Energieleiste fürs Fliegen hat. Ich dachte immer, Bienen können viel länger fliegen, obwohl ja gut, ich meine... Seht euch doch mal Mario an. Erstmals steht in das Bienenkostüm überhaupt nicht. Man könnte meinen, er geht zum Fasching oder so. Ja, und andererseits ist er natürlich auch viel schwerer als eine normale Biene, von daher... So kann ich vielleicht rüber. Dankeschön, genau das wollte ich. Mehr ja auch nicht. And it's erneut Bienentime. Ja. Geh aus dem Weg, du seltsames Tintenklecksviech, oder was du darstellen sollst. Man, das sieht so verrückt aus, als könnte aus Teletubbies kommen oder so. Oh Mann, ja, Teletubbies, das waren noch Zeiten, hey. So eine bescheuerte Sendung hat die Welt auch noch nie gesehen. Bin ich zumindest. Ja! Scheißvieh! Umbringen oder so? Nee, natürlich nicht. Wieso sollte man es auch? Natürlich, die Viecher sind unsterblich, oder? Bowser kann ich zwar eins reinwürgen, aber den Dingen? Nein. Wieso? Sie sind ja stärker als Bowser. Er ist zwar ja Boss, aber Pustekuchen. Na bitte. Nicht gleich so. So, an welcher Stelle habe ich jetzt eigentlich gefehlt im letzten Part? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was hat das schon wieder? Oben hat es nichts Interessantes mehr, das weiß ich schon. Also ganz gemütlich. Ja, hier durchrutschen. Und mir einen Spießen, ja. Ein Holzsplitter wollte ich eigentlich sagen, einfangen dabei. Wäre es eigentlich... Ja, wohl eher ein Dorn, oder? Oder sind das sogar Brennnesseln? Meine armen Hände. Gut. Mario trägt die Handschuhe, von daher... Ich habe auch fast vergessen.
Ah, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Blödes Vieh, du kannst mich mal am Popo lecken. Ah! Wieso passiert sowas eigentlich immer dann, wenn ich mich über die Viecher lustig mache? Ist das etwa die Rache bzw. die Belehrung des Spiels, dass man sich nicht über die Gegner lustig macht soll, sondern immer kampfbereit sein sollte und was weiß ich noch für einen Scheiß. So, jetzt hat aber nicht gefehlt. Nein. Mach niemals zweimal den gleichen Fehler, das könnt ihr vergessen. Außer bei der Baumrutsche, aber das ist was anderes, weil die haben mich einfach nur genervt. Okay, hier mache ich auch zweimal den gleichen Fehler. Dieses Mal nicht mehr. Bleibst du stehen? Sag mal, ist das noch fair? Er hat mich, wenn überhaupt, ein bisschen mit seinem verlängerten Rücken berührt. Und trotzdem bin ich down. Ja, du mich auch. Mario, bitte. Ja, das schaffst du noch. Ganz knapp, aber das schaffst du. Uah. Bleibt eigentlich... Oh, das war knapp. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass ich nicht den ganzen Part für diesen einen Stern brauche, weil das wäre ja oberübel. Das wäre schon wieder sowas für ein Fail. Ein Fatal-Fail sogar. Uah. Uah. Das war sogar oberknapp. Uah. 2 Zielen. Uah. Nein, nein, Mario. Du machst mich noch fertig, Alter. So, jetzt bleibe ich hier. Jetzt bin ich da hoch. Und schon bin ich beim Stern. Gott sei Dank. So, wie viel Nummer war das jetzt? 35 oder so? Kann das sein? Tatsächlich 35. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es wird ein neuer Schabernack-Komet auftauchen. Das wäre ein Fail gewesen. Und weiter auf die Jagd zu Stern 36. Ja, dachte ich mir schon. Hier gibt's noch einen. Was soll das für einer sein? Fragezeichen Stern mal wieder. Darf er gleich noch auf, oder? Ja. Wie es aussieht, muss ich raten. Was Gesamtzeit 6 Minuten ist. Aha. Sehe ich auch jetzt erst, dass die Gesamtzeit festgehalten wird. Finde ich einfach cool. Ganz ehrlich gesagt. So, wo ist der nächste Stern? Beziehungsweise, wo muss ich hin? Ja, da war ich schon. Dankeschön. Toll. Und zum Henker soll es hier der geheime Stern sein. Bis hier sieht eigentlich alles gleich. Sag mal, machst du das extra oder was? Das hast du davon. Keiner legt sich mit Fettbauch Mario an. Beziehungsweise mit Superman-Verschnitt Mario, weil Rot und Blau, naja, wisst ihr. Schon wieder einer? Moment mal, das kann nicht sein. Powerstelle muss irgendwas anderes sein, also der versteckte Mann. Was zum Henker? Batterie? Ja, ist noch gut. Batterie ist noch in Ordnung, von daher gehen wir munter weiter. Wie hoch kannst du fliegen? Sich nicht so hoch wie du. Und Save State. Oder Save Point, ja auch immer. Jetzt müsste ich eigentlich hier hochkommen, oder? Ja, natürlich, wieso auch nicht? Und kann ich gerade. Beziehungsweise ich sehe gerade, da drüben kommt ich auch noch hin. Ja, und Wings habe ich ja schon. Hätte doch nichts anderes sein. Kann ich einfach einen Weitsprung machen? Versuch's mal. Nee, natürlich nicht. Wieso sollte es auch gehen? Hier muss doch was sein. Komm schon, komm schon, komm schon.
Nee, hier ist nix. Absolut nix. Wo zum Henker? Mario, hoch mit deinem fetten Arsch. Ey. Nein, 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 nein! Von Blüte zu Blüte, kleine Biene. Flieg, Mario, flieg! Oh oh. Fast ein bisschen zu wenig, wa? So, jetzt bin ich hier. Kann ich ja sonst noch was tun, oder? Moment mal. Seht ihr doch was? Ist noch der gleiche oder ein anderer? Es ist doch ein anderer, oder? Hey, Stern, bleib hier! Beziehungsweise, wo gehe ich jetzt hin? Mal kann ich auf den Weg zurückgehen. Das wäre doch mal cool. Nee, geht nicht. Mann, ich will zurück, da war der Powerstern. Und wie komme ich da hin? Na, so schon mal nicht. Okay. Wo mache ich bloß den Fehler? Nein, mal abgesehen davon, dass Fraps hier dauernd am Rumlecken ist, aber das kann ja wohl nicht das Problem sein, dass ich den Powerstern nicht finde. Wo habe ich den Fehler? Wo bloß? Also hier habe ich schon mal geguckt, weil jetzt muss ich logisch vorgehen. Hier habe ich vorhin geschaut, da kann ich nicht nach links, aber der Powerstern ist eindeutig. Wo seht ihr das da? Oh nein, da habe ich am Anfang einen Fehler gemacht. Oh, Scheiße. Hier komme ich nicht weiter, das weiß ich gerade. Dann komme ich am anderen Ende, das wird zum anderen Powerstern führen. Da unten. Da muss ich nochmal hin. Ich glaube, das geht nur. Das war falsch. Welt verlassen, geht das vielleicht auch. Hallo, ich kann die Welt nicht verlassen? Ja klar, ich muss jetzt erst... Also mein Vorschlag wäre jetzt eigentlich, dass ich zurück an den Anfang der Welt gehe und dann nochmal schaue, ob ich da nicht doch noch irgendwo anders hin kann, weil hier geht es definitiv nicht weiter und sonst weiß ich am besten Willen auch nicht. Okay, wisst ihr was, ich schneide das schnell und wir sehen uns am Anfang der Welt wieder. So, willkommen zurück am Anfang dieser Galaxie. Und jetzt geht es mal super los. Ich bin gespannt, wo kann ich denn hier sonst noch überall hin? Okay, da oben hin könnte ich, aber ob mir das wirklich was nützt? Nee. Das sind ja diese Metallteile, wollte ich schon sagen, diese Sternteile. Okay, jetzt werde ich wirklich ganz genau alles absuchen, weil... Moment mal schnell. Ja, da komme ich nicht hoch. Das kann ich vergessen. Ach, hier irgendwo nicht irgendeine Beam Power oder sowas? Komm schon, Beam Power. Ich habe das Gefühl, da war irgendwas, wo ich noch hoch könnte, aber... Das wirklich das ist, was ich suche. Keinen blassen Schimmer. Aber genau deshalb muss ich nachsehen, oder? Das würdet ihr an meiner Stelle ja wohl auch tun. Das ist hoch. Brauche ich erst Beam Power. Wenn das so ist, dann Gott bewahre. So Mario, wie hoch kommst du wohl? Ja, vielleicht das schon ein Anschlag ist. Ja, aber es reicht. So, jetzt werde ich nach hoch. Gut versteckt, muss ich schon sagen. Das war's schon? Das ist ja wohl der einfachste Stern in der Geschichte der Powersterne. Nee. Und ich suche mir dumm und dämlich einen ab und... Egal. Freuen wir uns doch lieber über Stern Nummer 37. 36. Fail. Mein Gott, ey. 5 Parts, nur 6 Sterne, das ist ja wohl... Boah. Was, mit Wien an Bord? Haben wir hier einen Streichel zu, oder was? Kommt was vor.
als hätten wir hier einen Zürich so oder so, einen Basler so oder sonst irgend so. Ja, sieht fast so aus als Pinguine, Hasen. Wo sind die Bären? Haben wir keine, was? Dinosaurier haben wir auch. Jurassic Park Reloaded, sage ich dazu nur. Wir haben schon wieder einen Brief erhalten, von dem Stern schon wieder. Brief tot! Ah ja, ein Brief für dich! Als Empfehlung schreiben. Wow, du hast den Powerstern der Honigblütengalaxie gefunden. Nicht schlecht für eine Jungbiene. Wir haben schon lange danach gesucht. Dieses ein Uphill, das sei uns Anerkennung. Ja klar. Wir haben schon lange danach gesucht und alles, was ich dafür kriege, ist ein einziger Powerpilz. Ja, mich doch alle verarschen, hey, oder? Der Verarschen gibt's zu! Egal. Puh. Naja. Wie sieht jetzt eigentlich unsere Ausbeute aus? Das nimmt mir jetzt wirklich noch Wunder. So, Welt 1. Okay, hier fehlt mir noch ein Stern, ganz normaler Stern und die Kometenmünze. Was bei Bowser's Juniors Flammenflot gibt's noch einen Stern? Ah, du willst mich verarschen oder ist das einfach der Kometenstern könnte das sein? Ja, natürlich, da gibt's auch. Oh nein. Leute, stellt euch das mal vor. In einer Endwelt ein Kometenstern. Na, ich krieg die Krise, hey. Ist klar, aber etwas ist erstaunlich, müssen wir mal schauen. Hier bei der Schwerkraft-Chaos-Galaxie haben wir noch keinen Kometenstern, das heißt, aber die Galaxie ist abgeschlossen. Mit anderen Worten, es gibt hier gar keine Kometensterne. Faszinierend, oder? Hier haben wir zwar den Kometenstern, aber hier fehlt noch ein anderer Stern. Das ist ein Geheimstern, scheiße, sowas. Okay, hier fehlt noch der Kometenstern. Hier auch. Sonst muss ich sagen, es fühlt sich langsam. Die beiden sind auch. Ja. Stimmt, bei den Honigblüten gibt es also auch keinen Kometenstern. Interessant. So. Haben wir auch abgeschlossen. Frostlocken-Galaxie. Ja, ich würde mal sagen, im ersten Part geht es mit Welt 3 weiter, oder? Gut, ich könnte auch zurück zur Welt 1 gehen und die Wattwolken-Galaxie machen, aber. Ich weiß nicht, hey. Ich will eigentlich nach und nach alles komplettieren, das schon, aber euch. Und mir natürlich auch, meine Spielzeit blind, von daher will ich natürlich erstmal vorwärts kommen, das heißt, immer Neues entdecken, immer aufs Neue fehlen. Naja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part bei Welt 3 und das Ganze im Spiel von Super Mario Galaxy 2. Ciao zusammen!